Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, Leute, und das am 13. Spieltag der 2. Liga. Und der FC trifft auf die Mannschaft von Dynamo Dresden. Und wollen wir mal ganz ehrlich hoffen, dass uns die 13 diesmal Glück bringt. Ja, die 12 hat es nämlich nicht getan. Also nach diesem absolut desolaten Spiel am 12. Spieltag gegen den HSV, muss man sagen, ist die Stimmung im Minusbereich. Absolut. Ja, und das ist wirklich kein Wunder, wenn du als FC-Fan hintereinander gegen Schalke 04 und dann den HSV auch noch verlierst, dann kann deine Stimmung nur katastrophal sein. Und wenn man sich dann diesen völlig blutleeren Auftritt in Hamburg mal vor Augen führt, da fahren Leute Montagabends nach Hamburg und dann so eine Leistung. Also ganz ehrlich, Leute, das kann es doch nicht sein. Nee, Horror. Also wie immer, ne, überzeugend mal wieder nur die Fans. Und das bringt uns auch gleich zu unseren Gästen, denn natürlich haben wir die auch wieder befragt, ne, was Dresden hat, was sonst keiner hat. Und ich kann versprechen, die Antwort ist ein bisschen lustig. Luft! Und die scheint uns beim FC in letzter Zeit ja häufiger mal ausgegangen zu sein. Zumindest wenn man Marco Höger Glauben schenkt, der in Hamburg gesagt hat, dass man das schwere Schalke-Spiel ja so in den Knochen habe. Aber darum geht es ja jetzt gar nicht, sondern es geht um das hier. Das ist eine Fan-Tankstelle. Ist das nicht geil? Ja, eine Wahnsinn. Unfassbare Geschichte. Ne? Das ist übrigens die Tanke von Simone, ich muss nachlesen, ja, Salosnik. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja? Und die Fotos, die haben wir geschickt bekommen von einem guten alten Bekannten, der auch Verwandtschaft in Köln hat. Und das ist der hier. Hallo Thomas, hallo Michael, hier ist Ralf Hauptmann aus Dresden. Ich befinde mich hier in der Heimspielstätte der SG Dynamo Dresden. Was viele in Köln sicher noch nicht wissen, dass die Spielstätte einen alten, traditionsreichen Namen wieder bekommen hat. Seit kurzem heißt es wieder Rudolf-Habich-Stadion. Dynamo-Fans konnten abstimmen und haben sich für das Rudolf-Habich-Stadion entschieden. Der andere Name, Dynamo-Stadion, war auch im Gespräch, hat am Ende leider nicht ganz gereicht. Viele Grüße an die 2 Kölsch aus Dresden. Bis demnächst. Ciao. Ja, vielen Dank, lieber Ralf. Und was diesen Fanentscheid rund um das Stadion anbelangt, das ist doch super gelaufen bei euch. Und das machen wir in Köln übrigens genauso. Die einen sagen Müngersdorfer Stadion, dazu gehören wir im Übrigen auch. Andere nennen es Rhein-Energiestadion, aber das entscheidet jeder Fan für sich selbst. Alle sind zufrieden. Jeder wie er will. Das ist richtig Demokratie. Ne? Ja. Demokratie ist auch, wenn man den anderen zuhört. Ich glaube, wir haben noch einen. Ne? Um Dynamo Dresden zu erklären, braucht man keine 3 Sätze. Man braucht einen einzigen. Die glorreiche, ruhmreiche und ewig lebende SG Dynamo Dresden. Und selbst das ist kein Satz. Was man niemals zu dem Dynamo-Fan sagen sollte, ist du Schachter. Schachter, um das mal zu erklären, sind Fans aus dem Erzgebirge, die in Lila-Weiß spielen und aus der Vokalstadt kommen. Um einen Dynamo-Fan am einfachsten zu beschreiben, bedarf es nur 3 Worte. Trinkfest, arbeitsscheu und Dynamo Dresden treu. Das erste, woran ich dann an Dynamo Dresden denke, sind Titel, Tränen und Triumphe, Aufstiege, die Abstiege, die Meisterschaften, Europapokal. Kein gegnerischer Fan weiß, dass Dynamo-Fans auch bloß Menschen sind. Vielen Dank für eure Pressekonferenz und dass wir daran teilnehmen durften. Vielleicht sehen wir uns ja nach dem Spiel bei einem Bier. Ich rede von dem Bier und kein Kölsch. Ansonsten ist es natürlich so, wir nehmen die 3 Punkte mit. Tut mir leid und viele Grüße nach Köln. Ja, vielen Dank nach Dresden. Super Sache. Eine Sache geht mir trotzdem überhaupt nicht aus dem Kopf. Und das ist die mit der Tankstelle. Also, wenn wir jetzt so eine Tankstelle hätten, das würde überhaupt nicht ausreichen. Nee, im Leben nicht. Denn wir brauchen definitiv eine komplette FC-Werkstatt. Mit Karosseriebau, mit Lackiererei und grundsätzlich mit allem Zip und Zap. Ja, nach dem Unfall. Ja, aber hallo, hör mal. Und damit steht auch fest, wir wissen ja, so geht es nicht weiter. Ne? Nee. Da wissen wir aber, wie es weitergeht. Nämlich Schluss mit Betriebsunfall. Genau. Herr Buchmock, Gewerkstatt. Denn mal ganz ehrlich, Leute, bei uns hat man doch den Eindruck, dass wir überhaupt nicht abgeschleppt wurden nach dem Crash letzte Saison. Hör mal, seit Monaten stehen wir jetzt hier am Straßenrand, Warnblinklicht ist an,
Die Motorhaube qualmt. Wo bleibt eigentlich der ADAC? Es ist ja so, wenn man einen Unfall macht, ne, dann ist es schon schön, wenn man sagt, da passiert mir nicht nochmal. Ne? Aber den ersten muss man trotzdem erstmal wegmachen. Ne? Wäre sinnvoll, ne? 2 ganz unfallfreie Kölsch. Auf 3 Punkte. Grüßerchen, Leute. Aber nicht in Flensburg, Nee. sondern auf dem Platz. Ja. Weißt du was? Ein bisschen traurig ist, dass wir uns jetzt doch sehr haben mit uns selbst beschäftigen müssen und kaum Zeit hatten für unseren Gegner. Ne? Aber ist eigentlich auch kein Wunder. Nee, natürlich nicht. Hör mal, wir müssen zusehen, dass wir hier wegkommen. Es ist bald Winter. Ne? Lange dauert es nicht mehr und dann wird es richtig kalt hier im Wagen. Ja, und wenn du in der 2. Liga festfrierst, so mit einem Fuß, ne, da kommst du ja nie wieder raus. Das ist schon anderen passiert. Das reicht nicht mal mehr für einen Fahrstuhlverein. Nee, das reicht für einen Klumpfußverein dann. Ne? Aber das wollen wir nicht sein.